Was hier so aussieht wie eine fröhliche Radtour, ist der Beginn des Arbeitstages von Martin Blank und Corinna Axinger. Die 18-Jährige lernt im 3. Jahr und steht kurz vor der Abschlussprüfung. Martin kümmert sich um die Auszubildende. Corinna interessierte sich schon an der Realschule für Biologie und Chemie. Deshalb beschloss sie, nach einem Schnupperpraktikum die Lehre zur Fachkraft für Abwassertechnik zu beginnen. Im Augsburger Klärwerk prüft sie unter Anleitung ihres Kollegen den Feststoffgehalt im Vorklärbecken. Mehrmals am Tag kontrolliert sie die Werte. Schließlich wird das geklärte Wasser nach der Reinigung in den Lech abgelassen. Für den richtigen Ablauf der Reinigung sind Abwassertechniker zuständig. In Augsburg gibt es im Gegensatz zu vielen kleineren Klärwerken ein eigenes Labor. Hier wird nicht nur der Anteil der Schwebstoffe gemessen, sondern die Abwassertechniker können auch die biologische und chemische Zusammensetzung überprüfen. Für die genaue Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte muss Corinna sorgen. Abwassertechniker müssen vielseitig interessiert sein. Voraussetzung für die Lehre ist der qualifizierte Hauptschulabschluss und das Wissen aus allen naturwissenschaftlichen Fächern ist gefragt. Hauptsächlich muss man sich interessieren für Umwelttechnik, das heißt allgemein zusammengefasst Biologie, Chemie. Man muss auch viel ausrechnen. Also wenn man jetzt eine Anlage betreiben will, dann muss man sich schon im Klaren sein, wie viel soll jetzt die und die Pumpe fördern, was hat das für Auswirkungen und solche Sachen. Im Labor wird ständig geprüft, ob die Kläranlage richtig funktioniert. 150.000 Kubikmeter Abwasser mit den unterschiedlichsten Verunreinigungen fließen tagtäglich durch das Augsburger Klärwerk. Am Mikroskop erkennt Corinna Mikroorganismen. Das ist praktisch einer von unseren Kleinstlebewesen. Und dieses Kleinstlebewesen frisst sich hier entlang an der Schlammfläche einfach quer durch. Sie sind für die biologische Reinigung zuständig. Die von uns ins Abwasser kommen, benötigt das Kleinstlebewesen, damit es überleben kann, sich vermehren kann, sodass die praktisch unsere Abwasserinhaltsstoffe reinigen. Die Ausbildungsinhalte: Analysieren von Klärschlammproben, Warten von Abwasserrohrsystemen, Überwachen von automatischen Kläranlagen, Reparieren von elektrischen Installationen. Im unterfränkischen Stockstadt am Main steht die Papierfabrik M-Real. Hier werden jährlich fast 350.000 Tonnen Papier produziert. Tagtäglich fallen rund 45.000 Kubikmeter Abwässer an. Für die Reinigung ist die Firma selbst zuständig. Die Kommune kann das nicht leisten, denn die Abwässer entsprechen denen einer Stadt mit 500.000 Einwohnern. Und er kümmert sich darum, dass die Klärung funktioniert. Christoph May ist Fachkraft für Abwassertechnik. Vor 2 Jahren hat er seinen Abschluss gemacht. Mit 4 weiteren Kollegen sorgt er nun rund um die Uhr für sauberes Abwasser. Im Gegensatz zu Abwassertechnikern im öffentlichen Dienst, die bei Stadtwerken beschäftigt sind, ist Christoph bei der Firma direkt beschäftigt. Hier in der Industrie zahlt der Arbeitgeber mehr als im öffentlichen Dienst. Der aber bietet einen sicheren Arbeitsplatz. Weitere Informationen hierzu gibt es im Internet unter www.ichmachs.com. Die Aufgaben sind aber weitgehend die gleichen. Natürlich alles sauber zu halten. Nach den ganzen Chemikalien, die zu gebrauchen sind, muss ich gucken. Wenn die leer sind, müssen die aufgefüllt werden. Also braucht man auch dann einen Staplerführerschein, weil das sind große Container, die man dann verschieben muss. Man muss gucken, ob die Pumpen Laufgeräusche haben, ob irgendwo eine Leitung geplatzt ist oder was, ob irgendwo was undicht wäre, ob die Kläranlage gut läuft, irgendwo Schlamm hochtreibt oder sowas. Also es gibt schon einige Punkte, wo man darauf achten muss, ja. Eine Fachkraft für Abwassertechnik braucht chemisches Grundverständnis. Sowohl biologische als auch chemische Lösungs- und Bindemittel müssen in exakten Kombinationen im Klärprozess zugeführt werden. Das Hantieren mit Chemikalien ist gefährlich. Christoph muss Handschuhe anziehen und eine Schutzbrille tragen. Christoph May auf dem Weg zur Presse. Nach der Vorklärung werden die gefilterten Feststoffe aus dem Klärprozess entfernt. Der Abwassertechniker sorgt dafür, dass die Feststoffe fachgerecht entsorgt werden.
Teilweise dienen sie als Dünger, manchmal werden sie zu Baustoffen verarbeitet. Im Faulturm kann man Biogas daraus machen. Andere wiederum landen auf dem Sondermüll. Die Möglichkeiten sind vielfältig und die Verantwortung für Christoph ist groß. Diese Fähigkeiten sind gefragt. Interesse für Naturwissenschaften? Körperlich belastbar und wetterfest? Verantwortungsvoll? Technisches Verständnis. Lauingen im Landkreis Dillingen. An der Berufsschule werden bayernweit alle Lehrlinge der Fachkraft für Abwassertechnik ausgebildet. Auch Corinna lernt hier das Einmaleins der Elektronik. Das Berufsbild hat sich in den vergangenen Jahren massiv verändert. Früher nannte man die Abwassertechniker Entsorger. Doch immer häufiger spielen elektrische Schaltungen und computergesteuerte Kontrollsysteme eine wichtige Rolle, auch in den Klärwerken. Doch die Elektronik bereitet vielen der Berufsschüler große Probleme. Berufsschullehrer Michael Springer hat festgestellt, dass in jedem Jahr mehr als 10% der Lehrlinge wegen diesem Fach durchfallen. Also speziell in Elektrotechnik gibt es schon Schwierigkeiten. Ja. Also klagen die Schüler immer wieder, dass sie jetzt wenig Übung haben. Deswegen versuchen wir in letzter Zeit, das hier in der Schule verstärkt zu üben. Natürlich auch immer mit der Theorie im Hintergrund. Und deswegen haben wir jetzt heute mal hier so einen modernen Unterricht gemacht, wo da Theorie und Praxis verknüpft wird. Während des einwöchigen Blockunterrichts wohnt Corinna genau wie alle anderen Lehrlinge im benachbarten Wohnheim der Bayerischen Verwaltungsschule. Die Schüler werden in 2 Bettzimmern untergebracht und hier haben sie auch mal Ruhe, um den neuen Stoff durchzupauken. Chemie, Biologie, Physik. In allen Fächern ist ein breites mathematisches Wissen gefragt. Viele hält das schlechte Image von einer Lehre ab. Es stinkt und man macht sich schmutzig, heißt es oft. Mit diesen Vorurteilen muss auch Corinna kämpfen, wenn sie einen neuen Freund kennenlernt. Ganz unterschiedlich. Aber in der Disco sage ich meistens, ich bin Fachkraft für Umwelttechnik. Das ist so der Überbegriff. Und gab es schon mal negative Erfahrungen? Ja. Einmal hat einer gesagt, der war irgendwie Sozialpfleger, der hat gesagt, nee, das könnte er nie machen. Also, und das mit dem Gestank, das wird er nicht aushalten. Aber mir ist bei seinem Berufsbild genauso gegangen. Also ich könnte keine alten Leute verarzten und keine alten Leute versorgen. Ich finde, also da ist mein Beruf angenehmer. Und auch das gibt es an der Berufsschule. Unterricht im Freien. In Lauingen haben die Lehrer ein eigenes kleines Kanalsystem gebaut. Hier lernen die Berufsschüler, wie man eine Kanalverbindung fachgerecht stilllegt und den Wasserfluss umleitet. Dies alles wird auch in den Prüfungen abgefragt und benotet. Wir haben vorhin im Unterricht die Bedingungen besprochen, unter denen ein Kanal als dicht gilt. Welche Voraussetzungen gelten da, Corinna? Pro Quadratmeter Randfläche 1,5 Liter Verlust. Ist zulässig. Gut. Bachhagel im Landkreis Dillingen. Petra Wahl und Franz Seeger sind für das Klärwerk im Bachtal zuständig. Gibst du mir bitte den Eimer runter? Vorsicht bitte! Heute müssen die beiden eine Verteilerpumpe ausbauen und reparieren. Der Betrieb läuft über eine zweite Pumpe normal weiter. Technisches Know-how und mechanisches Verständnis sind gefragt. Während Petra Wahl die Pumpe abschraubt, klemmt Franz Seeger die Kabel ab. In großen Klärwerken kommen zusätzlich Elektriker und Schlosser zum Einsatz. In den kleinen müssen die Abwassertechniker dagegen alles selber machen. Sehr vieles liegt bei uns im elektronischen Bereich, auch speicherprogrammierte Steuerungen, Reparaturen von Karten, Reparaturen von Motoren, Getrieben, alles was auch mit Elektrik, Anschlussklemmen, Abklemmen zu tun hat. Mit einem Flaschenzug wird die 180 Kilogramm schwere Pumpe aus dem Keller der Pumpstation gehievt. Das kostet jede Menge Kraft. Erst in der Werkstatt wird sie dann zerlegt. So, jetzt muss ich den Glück transportieren. Eine der häufigsten Aufgaben der Abwassertechniker ist das Reinigen und Instandhalten der Abwassersysteme. In Bachhagel fehlt das entsprechende Werkzeug. Eine spezielle Kanalreinigungsfirma erledigt die Arbeit. Die Abwassertechniker müssen alles dokumentieren und es gehört auch zu ihren Aufgaben, mit anzupacken. Im Kanal ist Teamfähigkeit gefragt. Mit Hochdruck wird sauberes Wasser in den Kanal gespritzt, sowie Schmutz abgesaugt und entsorgt.
Die Abwassertechniker warten die Leitungen, damit sie nicht verstopfen. Regelmäßig spülen sie einen Straßenzug nach dem anderen. Zurück in Augsburg. Corinna Axinger ist am sogenannten Rechen. Hier kommt das Abwasser aus der Kanalisation an. Es stinkt. Der Rechen fängt die groben Teile auf, die immer wieder in der Kanalisation landen, obwohl sie nicht sollten. Speisereste, Kleidung und allerhand Unrat, der dort eigentlich nichts verloren hat. Der Rechen ist der Einsatzort, an dem sich die Vorurteile bestätigen. Man muss hart gesotten sein, um hier dauerhaft zu arbeiten. Auch Corinna hat ihre Erfahrungen gesammelt, doch sie sieht das anders. Ja gut, also ich habe auch Führungen gehabt über eine Anlage von Chemiefabriken. Und ich muss sagen, also in Chemiefabriken ist es unangenehmer, jedenfalls in der, wo ich war. Es ist unangenehm wie hier. Und man gewöhnt sich auch an das. Also irgendwann macht einem das dann nichts mehr aus. Und was noch tröstet, hier läuft alles vollautomatisch. Nur bei einem Störfall muss man am Rechen noch Hand anlegen. Trotzdem, Corinna muss auf ihrer Kontrolltour häufiger hier vorbeikommen und nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Als Frau gilt sie in ihrem Beruf als Exotin, doch so langsam wandelt sich das. Immer häufiger sieht man Frauen als Fachkraft für Abwassertechnik im Klärwerk arbeiten. Noch liegt allerdings der Frauenanteil bei unter 10%. Die negativen Seiten. Übler Geruch bei der Arbeit. Schichtdienst. Gefährliche und anstrengende Arbeit. Schlechtes Image. Das Herzstück des Klärwerks ist die Schaltwarte. Von hier aus können sämtliche Zuläufe und Abläufe kontrolliert werden. Automatische Messdaten werden gesendet und die Pumpenfunktionen kontrolliert. Auch Videokameras werden von hier aus gesteuert. Sobald etwas schief läuft, weiß der Schichtleiter Bescheid und kann reagieren. Die Abwassertechniker tragen eine große Verantwortung dafür, dass nur sauberes Wasser die Anlage verlässt. Wir sehen also jetzt Ergebnis von eurer Arbeit, dass es auch toll funktioniert. Die Schaltwarten in so großen kommunalen Kläranlagen wie in Augsburg sind rund um die Uhr besetzt. Schichtarbeit ist also Grundvoraussetzung, um hier arbeiten zu dürfen. Corinna Axinger wird auch hier angelernt. Das sind so die Luftgeneratoren, die praktisch die Luft nehmen und komprimieren. Die Karrierechancen. Abwassermeister. Weiterbildung zum Techniker. Klärwerksleiter. Studium. Von der Vorklärung werden die Feststoffe unter der Erde in den sogenannten Faulturm geleitet. Ein modernes Klärwerk reinigt nicht nur das Abwasser aus der Kanalisation, sondern hier wird auch Biogas produziert. Energiegewinnung aus Abfall, auch dies eine Aufgabe, die die Abwassertechniker erfüllen. Corinna Axinger und Martin Blank füllen das Schmierfett im Mischer nach. Corinna will nach ihrer Ausbildung weitermachen. Also bei mir geht es jetzt so weiter, dass ich mein allgemeines Abitur nachhole. Das geht auf dem Bayern-Kolleg. Im Grunde das gleiche wie die BOS, Berufsoberschule. Und danach werde ich studieren. Also was genau, das weiß ich allerdings noch nicht. Diese Ausbildung hat dich also dazu animiert, in der Branche weiterzumachen und auch zu studieren? Ja, also mein Studium wird auf jeden Fall in Richtung Umwelttechnik gehen. Corinna hat ihren Beruf gefunden und sie möchte in der Branche bleiben, trotz des vermeintlich schlechten Rufs. Fachkraft für Abwassertechnik ist ein abwechslungsreicher Beruf, der mehr zu bieten hat. Und für umwelttechnisch Interessierte vielleicht genau der richtige.